Was man hier alles findet. Skistiefel zum Beispiel. Man weiß ja schließlich nie, wie das Wetter in München wird. Einen Begrenzungsposten vielleicht, um die eigenen Grenzen abzustecken? Oder eine Stoppuhr. Ein Bier braucht 7 Minuten. Was geht noch verloren? Rollstühle, Krücken, Kinderwagen, Beinprothesen, Glasauge. Ja, also es gibt eigentlich nichts, was eigentlich nicht kommt. Bei rund 6 Millionen Besuchern, die etwa 7 Millionen Liter Bier vernichten, verlieren manche Besucher des Münchner Oktoberfestes nicht nur die Kontrolle, ihr Bewusstsein oder ihre Unschuld, sondern auch allerlei Kurioses. Punkt 9 Uhr morgens öffnet das Fundbüro auf der Wiesn. Doch bevor die Suche losgeht, liefern Mitarbeiter der Festzelte ihre Fundstücke des vergangenen Tages ab. Fundbüro-Angestellte Veronika muss alles begutachten. Zum Glück gibt's kein Geruchsfernsehen. Das duftet schon manchmal außergewöhnlich und den einen oder anderen hebt es ordentlich dabei. Also da muss man schon echt mal kurz an die frische Luft. Völlig verdreckte Kleidungsstücke werden übrigens einfach vernichtet. Der Rest wird aufgehängt und wartet auf den Besitzer. Währenddessen hat Veronika in einem Sack etwas ganz Besonderes gefunden. Da ist mitgekommen eine Ladung zum Strafantritt und das ist natürlich mal was ganz, ganz Besonderes, was wir hier vorgefunden haben. Unser Oktoberfestbesucher soll nächste Woche seine Haft antreten. 1,5 Jahre wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Darauf ein Prosit. Andere, wie diese Schweizer, haben nicht nur das Handy, sondern anscheinend auch das Gedächtnis verloren. Die Marke wissen sie nämlich nicht mehr. Nein, nicht dabei. Vielleicht doch ein Nokia oder ein Samsung? Nein, Nokia nicht, Samsung nicht. Sony Ericsson? Nein. Motorola? Könnte noch. Motorola, schau mal her. Auch nicht dabei. Pech gehabt. Tut uns leid. Gut. Jetzt trotzdem jetzt weiter feiern oder was passiert jetzt? Jetzt feiern ohne Handy. Kollegen nicht verlieren. Kein Funkkontakt. Nein, ganz normal weiterfeiern. Rund 4000 Gegenstände landen in den Oktoberfestwochen im Fundbüro. Geldbörsen, Brillen, EC und Kreditkarten, Unterwäsche und diesmal sogar eine Schreibmaschine. Veronika hat in diesem Jahr 2 andere Favoriten. Das ist ein ganz, ganz tolles Fundstück, das wir hier bekommen haben. Kollegen spekulieren schon, für was die Uhr denn mit aufs Oktoberfest geschleppt worden ist. Vielleicht ja zum Kummersaufen. Herausbekommen haben wir es leider noch nicht. Auch der Finder hat sich noch nicht gefunden. Also vielleicht kommt er aber jetzt. Mal schauen. Genau. Ein Begrenzungsposten, jawohl. Da bin sogar ich überrascht, wie das auf der Festwiesen landen kann. Das hat irgendjemand mitgeschleppt, wahrscheinlich mehrere, weil es doch ein bisschen schwerer ist. Genau. Ich weiß aber nicht, was man damit anfangen wollte hier. Zurück zu unserem bald Gefängnisinsassen. Er hat noch ein weiteres Highlight im Festzelt verloren und das toppt alles. Und das ist der die Haft antreten sollte. Hier steht jetzt, dass er sich an einer ambulanten nervenärztlichen Behandlung befindet und sich nicht in engen Räumen aufhalten soll. Aber auf der Wiesn kann er feiern. Unser Patient leidet also an Platzangst und soll enge Räume und geselliges Beisammensein meiden. Wir stellen uns gerade vor, wie er seine Krankheit auf dem an zwischenmenschlichen Kontakten nicht armen Oktoberfest offensiv bekämpft. Vielleicht eine gute Therapie. Zurück ins Fundbüro. Hier taucht plötzlich Tobias auf. Wir haben eine Stoppuhr verloren. So großgrau. Seit wann? Das war gestern. Zum Glück ist die Beschreibung bestens. Wir haben eine hier. Schauen Sie mal, ob das es ist. Jo, das ist es. Alles klar. Zu was habt ihr die gebraucht? Ja, wir wollten mal testen, wer am schnellsten die Maß lernen kann. Und wer hat gewonnen? Kumpel von mir. Und die Uhr hat verloren. Die Uhr hat verloren, ja. Wir haben die Uhr verloren und passiert. 48 Sekunden soll der Freund übrigens für eine Mast gebraucht haben. Da kann man schon mal vergesslich werden. Veronika kümmert sich unterdessen um die unzähligen Wertsachen. Die 21-Jährige arbeitet seit Jahren im Wiesenfundbüro und erkennt die Nationalitäten bereits an der Geldbörse. Was ganz nett ist, in amerikanischen Geldbeuteln findet man immer hinter dem Geldfach eigentlich das Kondom. Grundsätzlich. Da weiß man immer sofort, ah ja, da brauche ich gar nicht mal reinschauen eigentlich. Das ist eigentlich immer dabei. Auch bei dieser Kamera ist schnell klar, ein Australier hat sie wohl verloren. Er und seine Freunde hatten anscheinend auf dem Münchner Campingplatz eine riesen Gaudi. Nur 15% aller Wertgegenstände finden tatsächlich zu ihrem Besitzer zurück. Einiges wird nicht abgeholt und daher später versteigert. Und viele unehrliche Besucher behalten die Fundsachen einfach. Das ist allerdings strafbar. Und einigen ist es auch egal, ihre Sachen zu verlieren.
16 Uhr Auftritt Mo und Nico. Die beiden Urmünchner feiern täglich auf der Wiesn und Mo hat Handy und Schlüssel verloren. Das Handy ist nicht abgegeben worden, aber zumindest findet Mo seinen Schlüssel wieder und kommt zu Hause wieder rein. Hast du ihn gefunden? Ja, Also Handy ist weg, aber Schlüssel wenigstens da. wenigstens, das kostet 40 Euro, der Schlüssel. Ich habe jetzt schon zum 3. Mal verloren. Aber immer besoffen. Jetzt habe ich wenigstens einen, 40 Euro muss ich zahlen. Passt schon. Und jetzt geht's weiter feiern. Ja, natürlich. Jetzt sind wir auf der Wiesn, besoffen. Na, so ein Glück, dass das erste Zelt gleich gegenüber vom Fundbüro ist. Vieles, was man sucht, liegt so nah.